Mit der zwei Geduschen nach der Sehung sind wir wieder bei der Moshe David, dem Waldzeuger in Hois. Es ist ein sommerdicker Nachmittag und wenn wir spazieren rein in Esszimmer, treffen wir einen Gast, der Moshe David Sohn Burach, was ist gewesen in der Yeshiva, ein blasser, edler Bocher mit schwarzen, brennenden Augen. Er sitzt beim Tisch, vertieft in ein Seferl. Sprinzer kommt von Kirch und schluckt ihm über die Rajones. Borg, Ja? bist du schon gegangen, etwas ein bisschen? Nein, ich bin nicht hungrig. Oh, ich finde es mir, der Tate wird kommen zu fahren und dich angucken, wie das ist aus. Du sich der Schrecken vor dir. Ich wollte geschwören, als er fuhr ist zugefahren. Ich will gehen gerne gucken. Sprinze. Also wie das Herz hat mir gesagt. Das ist er. Geh Helfer abnehmen von vor, aber gib Achtung. Was guckst du was? Gittele, das ist Sprinze, was ich hab dir erzählt. Das ist mein Weib, Sprinze. Gittele. Komm, Gittele, gib Achtung, die Trepplach. Esther. Esther ist weggegangen, kleiden Jagdes mit dem Mädlach. Aber Borg ist du. Borch? Wie kommt Borch her? Er ist Nachten bei Nacht gekommen zu fahren. Sieht nämlich sehr schlecht aus. Und ist auf die Rede. Borch. Shalom Aleichem, Tate. Aleichem Shalom. Wie kommst du etwas plötzlich? Ich will dir später erzählen. Das ist mein Jörisch, Gittele. Borch, das ist mein Wab. Borch, was stehst du und guckst dafür wie allein in der Geulen? Kennst nicht öffnen Smile? Mazel tov. Nicht siehst es Burach von der Yeshiva zurückgekommen. Das Essen Tag und das Sitzen über der Gemorre und das Herz zieht zu etwas anderes, hat seine Küche untergegraben. Ein paar Wochen nach sein Zurückkommen daheim ist Burach fast schlaff geworden, als man hat gemeint, das ist schon nach ihm. Aber mit Gottes Hilfe und der Dank der Gutherzigkeit von seiner jungen Stiefmama Gittler, was ist von seinem Bett nicht abgetrotten und wie ein Kind herumgegangen, ist dem Krisis durch und hebt sich schön an Besseren. Einmal, wenn Gittler ist auf sein Bett gesessen und mit der Tichele ihm dem Schweiß von Sternen gewischt, hat Burach ihr Hand angehabt und so leidenschaftlich ungeheuben kuschen, als Gittler hat sich erst erschrocken. Borch, sollst es mir nicht tun, du hörst? Für was? Weil mit Tor nicht, es ist nicht schön. Als du wirst es noch einmal tun, will ich nicht zugehen zu dir. Gittele, ihr seid da so gut, so Liebe. Und das Herz tut mir so weh für euch. Was meinst du? Ihr wisst es, was ich mein. Ich hab es euch nicht gewollt sagen, die ganze Zeit, aber jetzt muss ich es euch sagen. Was musst du mich sagen? Also ich weiß alles. Alles. Unser Schatchen hat mir alles erzählt. Was hat er dir erzählt? Was ihr hat Kassner gehabt mit meinen Taten, was ist euch dort bei euer Vetter gewesen so schlecht, was sie haben euch verzappt das Blut und ihr hat das schon mehr nicht gekannt aushalten. Und das hat mich krank gemacht. Das hat dich krank gemacht? Ja, das. Nur das. Von damals an hab ich nicht gekannt schlafen. Ich hab alles getragt wegen euch und wegen ihm. Nicht einmal hab ich gefühlt, wie herabzulaufen von meinem Gelegen, reinlaufen ins eigen Schlafzimmer und ihm der Sticken. Ja, der Sticken. Und danach herumnehmen euch mit meiner Hand und euch nicht ablassen. Keinmal nicht ablassen. Borch, ich schrecke sich vor dir. Ich hab Meure vor deiner Rede. Gittele, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Borch.
Ich wollte euch gekannt, das Sache erzählen, wegen dem, was ist vorgekommen, in Meschech von den kommenden Chadoshim, in dem dosigen Haus. Aber so wie die Zeit ist kurz, will ich es müssen losen zu eurer Fantasie. Ich will euch bloß bringen dem Klimax von der dosiger menschlichen Drama, und vorgekommen ist der Klimax einmal a Shabbos zu Nacht, vor Havdolah, wenn Moshe David, der Waldzeuger, ist gekommen heim von Besmedrisch nach Meirev. Gittele, meg schon anzünden da Licht. Gittele, was tut sich da? Sie hat sich eine Wade gemusst zulegen. Seh, was ist da alles so zu werfen? Gittele? Esther, Borch, Sprinze! Was ist dort? Was kriegt ihr? Wo bist du gewesen? Ich bin rein auf eine Minute zu dweilen. Wo seien alle? Sie sind in Fähre weg für ein Spazier. Sie wollen es damit bald rein. Zindon a Licht, Zindon. Ot schon. Ot das bin ich rein. Nehmen eine Sappelke. Weiß das Licht weiß. Wohin geht ihr mit dem Licht? Ich will dir schon erzählen. Gewalt! Gewalt! Was ist dort? Man hat mich begangen, ausgerissen der Schuflade und es steht der Teister mit dem Geld. Man hat mich begangen. Auf zum Morgen ist zu Moshe Davids Haus zugefahren a goyischer Balagola, an Moshe Davidin a Brief übergegeben. In dem Brief ist gestanden: Liebe Tate, wenn du wirst erhalten den Brief, will mir, ich und Gittele, schon sein über der Grenze, auf dem Weg in Amerika. Sei uns Meuchel, ob du kennst, und ob in dein Herzen ist da ein bisschen Rachmones zu uns, beten wir dich, als wie nur du wirst erhalten unser Adress von Amerika, sollst du uns zuschicken a Get. Als ich soll kennen mit Gittel und Chassen haben, kedas Moshe ve Yisroel.